Hoi wow! Hey, weißt du, was ich mega spannend finde? Nein, Mau. Erzähl. Was denn? Bagger! Weil Bagger sind einfach die besten Maschinen auf der Baustelle. Sie hat zum Beispiel einen mega langen Arm, dem sagen wir Ausleger. Und dort dran ist eine riesige Schaufel am Ende. Und die heisst Löffel. Oh, wow, und mit dem Löffel können sie graben und ganz viel Erde auf einmal bewegen, gell? Genau! Und der Fahrersitz ist in der Kabine. Von dort aus kann die Fahrerin oder der Fahrer alles sehen und den Bagger steuern. Wow. Ich habe gehört, dass Bagger auch Raupenketten haben, damit sie nicht im Schlamm stecken bleiben. Richtig! Und auf der Seite haben sie auch Stützen oder Abstützungen, sagt man dann auch. Wenn sie die nicht hätten, dann würden sie beim Graben manchmal einfach umkippen. Sonst. Wow, das ist gescheit. Aber weißt du, was das Beste ist? Ein Bagger kann helfen, neue Spielplätze zu bauen, wo wir spielen können. Wow! Ja, das ist mega! Wenn ich gross bin, will ich definitiv auch Baggerfahrer werden. Dann können wir nämlich zusammen die grösste Sandburg für die ganze Welt bauen. Das wird super. Wir werden die besten Baggerfahrer aller Zeiten. Wow! Hoi wow! Hey, weißt du, was ich heute gesehen habe? Einen riesigen, mega grossen, mega hohen Kran auf einer Baustelle. Wow, echt? Kräne sind so cool. Und weißt du, warum sie so faszinierend sind? Ja, weil sie so hoch sind und weil sie schwere Sachen lüpfen können. Ein Kran hat einen langen Arm, der Ausleger heisst. Und mit dem kann er eben Sachen ganz weit durchlüpfen. Stimmt. Und der Ausleger kann sich drehen. So kann ein Kran Sachen an verschiedene Orte bringen. Das ist wie ein riesig starker Arm. Wow! Und weißt du, was auch noch cool ist? Ein Kran der hat ein Seil, das über eine Rolle läuft. Und am Schluss von diesem Seil hat es einen Haken. Und an diesem Haken kann man etwas anhängen. Und so kannst du Sachen hochlüpfen und auch wieder runterlassen. Oh ja, das ist spannend. Und der Kran hat auch ein Gegengewicht. Genau! Ein Gegengewicht braucht es, dass der Kran nicht umkippt, wenn er schwere Sachen lüpft. Das ist wichtig, damit alles sicher bleibt. Und weißt du, wie ein Kran funktioniert? Er hat eine Kabine, wo eine Frau oder ein Mann drin sitzen und alles steuert. Sie brauchen Hebel und Knöpfe und können den Kran so bewegen. Boah, das klingt spannend. Aber als Kranführerin darfst du also wirklich keine Angst haben. Ich meine, da hockst du ja wirklich mega weit oben. Aber von dort oben, hey, ich glaube, da hast du eine richtig coole Aussicht. Ja, und der Kran kann so viele Sachen auflüpfen. Er kann Baumaterialien wie Beton, Stahl und Holz heben und an die richtigen Ort bringen. Ohne Kran könnte man keine hohen Gebäude bauen. Wow! Und der Kran kann auch grosse Maschinen, ja sogar Autos auflüpfen. Kräne sind wirklich stark und können ganz viele verschiedene coole Sachen machen. Weißt du was, Mau? Ich möchte auch einmal Kranführerin werden. Das wäre cool. Wow! Ich auch, wow! Dann können wir zusammen auf den höchsten Baustellen arbeiten und zusammen die schönsten und höchsten Gebäude bauen. Ja, Mau, das war super. Und dann haben wir immer eine tolle Aussicht. Lass uns das machen. Wow! Abgemacht! Kranführer Mau und Wow, bereit zum Einsatz. Das wird mega! Juhu, wow! Hey Wow, weißt du, was ich gestern gesehen habe? Ein riesiger Kipper auf einer Baustelle. Wow! Echt? Aber was ist denn ein Kipper? Ein Kipper ist wie ein grosses Auto, das spezielle Sachen wie Sang oder Erde transportieren kann. Wow, das klingt spannend. Und wie funktioniert der denn?
Ein Kipper hat hinten eine grosse Ladefläche und die kann er eben kippen. Und das, was er drin transportiert, kann er so abladen. Darum heisst er ja genau Kipper. Und was kann man denn mit einem Kipper alles machen? Also, der Kipper hat vorne eine Fahrerkabine, wo die Fahrerin hockt. Und die tut das ganze Auto steuern. Hinten an der Kabine, dort ist die Ladefläche. Und die kann man eben kippen. Das macht so einen speziellen Mechanismus, der die ganze Ladefläche hochlüpft. Wow, das ist toll. Was für Teile hat denn so ein Kipper noch? Er kann schwere Sachen transportieren und diese Sachen genau dort abladen, wo man sie braucht. Also zum Beispiel für eine Baustelle, wo man ein Haus bauen will. Der Kipper fährt her, kippt die Erde ab und fährt einfach wieder weg, um noch mehr zu holen oder um an den nächsten Ort herzugehen. Er hat richtig grosse Räder und mit denen kann er auf jedem Boden, den es gibt, umfahren. Dank diesen grossen Rädern ist er mega stabil. Und dann gibt es die Hydraulik. Das ist ein System, das die Ladefläche kippt. Und natürlich ganz vorne die Motorhaube. Und dort drinnen ist natürlich der Motor. Und der treibt den ganzen Kipper an. Wow, ich würde auch gerne mal einen Kipper fahren und Arten auskippen. Wow! Ja, das wäre super. Stell dir vor, wir zwei hocken in der Fahrerkabine vorne, drücken die Knöpfe und können dazu schauen, wie die Ladefläche langsam kippt und das, was drinnen ist, langsam rausrutscht. Das wäre ein Abenteuer. Ja, Mau, lohnt's das unbedingt mal machen. Kipper fahren und Erden auskippen, das wird ein Spass. Wow! Ja, das machen wir. Vielleicht können wir ja mal auf einer Baustelle fragen, ob wir zwei ein bisschen zuschauen dürfen. Gute Idee, Mau. Ich freue mich schon mega drauf. Ich mich auch, wow. Das wird ein super Tag. Let's go! Huhu!